Das Abenteuer geht endlich in die letzte heiße Phase. Hier bei New Super Mario Bros. U wird es Zeit, das Let's Play endgültig zu beenden mit der insgesamt 40. Folge. Hier im Superstar Boulevard mit Level 1 jetzt. Oh ja, Freunde, das... Ja, Level 1 nicht nur, sondern allgemein alle 8, sogar bis 9 Levels sind hier in der Superstar Boulevard echt mies und deswegen bekommt ihr hier leider nur die Kurzzusammenfassung geschildert, sprich, wie ich das Ganze dann halt doch noch jeweils lösen konnte. Ich dachte ursprünglich mal daran, ja, jeweils halt so eine Fail-Parade zu liefern und dann auch die richtigen Folgen, sprich halt die Folgen, wo ich es geschafft habe, aber ganz ehrlich, das wären, was mal ausgerechnet, insgesamt sind es 2,5 Stunden geworden, wo ich aufgenommen habe. Also könnt ihr auch schon mal denken, dass da teilweise bei 8 und 9 Level, ja, da hat mich das Spiel teilweise schon sehr gefordert, wie ihr hier sehen könnt, war das, wow, das war jetzt erst Sternmünze, war es nicht ganz so einfach. Gut, hier bei Level 1 ging es noch. Vor allem für mich sehr schwierig, oder ich empfand es sehr schwierig, Level 2 und Level 8. Ja, Level 8, das war... Da habe ich sogar teilweise überlegt, komm, das tust du nicht mehr an, hörst du auf und sagst halt, ja, bis hierhin, nicht mehr weiter, tschüss und ja. Da hatte ich echt mal daran, aber dann dachte ich mir, nee, komm, kann es nicht so sein, du hast die Ausdauer pur, du bist Michael the Saiyan, du musst zeigen, was du, naja, kannst und nicht kannst, wie auch immer, wow. Und ja, so haben wir es dann doch noch geschafft und ja, jetzt könnt ihr euch das Ganze hier anschauen, wie das Ganze aussieht und wo auch hier die ganzen einzelnen Tücken verborgen sind. Alle 9 Level der Superstar Boulevard in einem einzigen Part mit etwa 30 Minuten purer Skill-Action. Naja, pur vielleicht nicht unbedingt, aber immerhin haben wir es geschafft. Wow, das war auch ein bisschen, naja, lustig, wow. Der war vor allem sehr fies, die letzte Sternmünze. Müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr am Ende, also sprich am Schwanz, da vom Knochen trocken seid. Weil sonst erwischt ihr die Sternmünze nicht mehr. Gut. Hier ist eigentlich alles easy peasy. Aufpassen, es geht runter. Woohoo. Und springen und schon habt ihr es geschafft. Das war Level Nummer 1 hier. Oh yes, man, Mario Time. Und da wurde uns auch der Weg zu einem neuen Pilzhäuschen freigegeben. Nun gut, ich habe es da sonst nicht so gezeigt im Let's Play, aber ich denke mal, hier kann ich euch das noch kurz zeigen, was es so alles gibt. Denn hier haben wir, wie ihr sehen könnt, noch einige neue Items. Wie das Pinguin-Kostüm oder auch den Hubschrauber-Aufsatz. Ne, ist eigentlich auch ein Kostüm. Toll. Nicht mehr gemerkt. Michael, weißt du das noch? Na klar doch. Und da war noch. Nee, war eben nicht mehr. Mann, du Flasche. Ja, sowohl zu meinem Vergangenheits-Ich, der war einfach nur der Oberloser. Aber ja, das werde ich euch dann später noch zeigen. So, das Pinguin-Kostüm sind wir schon sehr bald brauchen, Freunde. Jetzt aber erstmal auf zu Level 2. Weiterlaufen bitte. Oh ja, das... Alter, das Level, ey, Leute, ganz ehrlich, hier habe ich etwa 30 Leben verballert, ohne Scherz, ey. Ich meine, alleine ohne alle Sternmünzen zusammen ist das Level schon echt hart. Aber mit allen 3 Sternmünzen. Ihr hört es, ihr hört das Ticken. Tick, 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 tick. Denn genau darum geht es hier. Ihr müsst in kürzester Zeit alle blauen P-Schalt aktivieren, weil sonst verschwinden die Blöcke. Natürlich auch noch alle Sternmünzen einsammeln, ganz klar. Also einfach ist das nicht. Scheiße. Wow. Das war schon eher relativ knapp. Aber die richtige harte Stelle, die kommt erst noch. Bis hierhin ist alles noch super duper. Alles easy. Hier auch noch. Ein zweiter. Aufpassen. Springen. Gut, das geht auch noch. Hier wird es bereits etwas schwieriger. Und jetzt wird's assi. Jetzt wird's echt asozial. Wow, hier bist du drüber. Hier unbedingt mit stehen bleiben, sonst kommt ihr nicht drüber. Dann hier wieder. Und jetzt... Oh, scheiße. Wow, das ist echt die schwierigste Stelle im ganzen Spiel, Freund. Also, Spiel, hier im Level. Hier fies, abwarten. Hup. Und ihr hört bereits, wann das Timing etwa aufhört. Und dann könnt ihr springen. Bis ich das herausgefunden habe, hey, Alter, hier habe ich den Controller auf die Wand geschmissen. Hey, das glaubt ihr mir gar nicht. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Das war Level 2 der Superstar Boulevard. Und weiter geht's mit Level 3 auf der Flucht. Und hierfür würde ich euch sehr das Pinguin-Kostüm empfehlen. Wieso?
Das seht ihr gleich, denn der Titel hier auf der Flucht ist nicht einfach mal so vorweggenommen. Nee, der ist wirklich, also der Titel, der ist Programm. Ihr hört bereits im Hintergrund, da ist etwas hinter uns. Ja, man hört es vielleicht ganz bisschen. Hier durchschlängeln, mit dem Pinguin-Kostüm gar kein Problem. Das ist nämlich das Wasser hier für uns überhaupt nichts. Und da kommt er bereits, er kommt. Wow, da links, da sieht man ihn. Riesiger Fisch, den er uns schnappt. Das Fies daran ist, der Typ, der wechselt ständig die Richtung und irgendwie da mit dem Superstern reinzugehen und den Typen platt zu machen, das bringt zwar für den Moment etwas, aber der kommt wieder. Und deswegen davon schwimmen und besser natürlich das Pinguin-Kostüm nehmen, damit habt ihr am wenigsten Schwierigkeiten. Hier müsst ihr ohne Pinguin-Kostüm halt abwarten, bis der Typ wieder die Fische wegputzen würde. Und die Fische sind auch asozial, verfolgen einen nämlich. Ah, Hilfe! Schnell durch, schnell durch, schnell durch! Wir sind ein Pinguin! Und hier weg, hier weg, weg! Schnell, schnell, schnell alles! Weg da! Ach du Scheiße, okay. Und weg da! Puh! Ja. Und ansonsten einfach den großen Fisch einfach alles fressen lassen. Ist zwar nicht gerade so, ja, zeitschonend, aber es funktioniert auch. Hopp, jetzt noch kurz hier hoch, dann springen und wir haben auch das 3. Level geschafft. Juhu, ich freue mich. Noch mehr freue ich mich, wenn wir das Let's Play durchhaben. Meine Fresse, ja, also die 9 Level hier, die waren schon brutal. Es geht weiter mit Level 4, Hammerhöhle. Ach, du grüne neue Hammerhöhle. Eiszeit, ihr seht gleich wieso. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Muss das sein? Tja, ich würde schon. Mario, es geht nicht anders. Wir müssen hier durch. Natürlich wieder mal Rutschpartie von Allerfeinsten. Mario der Rutschkönig, alles klar. Zack. Und natürlich die fliegenden Hammer auch noch. Flint Hammerhead, das Grüßen. Natürlich immer noch das Ziel überhaupt. Was? Das Ziel überhaupt? Quatsch, das Ziel überhaupt, so rum. Alle 3 Sternmünzen einsammeln. Das ist ja immer noch pro Level unser Ziel. Damit wir das Spiel zu 100% abschließen können. Alter, also irgendwie... Ich weiß auch nicht, aber als damals diese Regel erfunden haben und gesagt haben, ja, das Spiel zu 100% beenden, das will ich und so. Ich glaube, ich war besoffen. Weil ganz ehrlich, das ist teilweise so übelst schwer. Aber gut, hier geht es eigentlich, vor allem mit dem... Mit dem Anzug geht es noch. Hier übrigens könnt ihr versuchen, hier da hochzugehen, die Röhre, aber bringt nichts. Da gibt es überhaupt nichts. Also ihr habt zumindest nichts gefunden. Eine Sternmünze gibt es da auch nicht. Also würde ich euch mal empfehlen, da keine Zeit zu verschwenden, sondern hier weiterzugehen. Ja, das ist auch eine super duper. Das Problem ist, ihr braucht unbedingt den Flughörnchen-Power. Denn die zweite Münze ist ein bisschen fies zu erreichen, denn die ist da unten rechts. Upp, und schon sind wir da. Schon? Nee, noch nicht. Noch lange nicht. Schaut euch diese Scheiße an. Was jetzt? Ja, der P-Schalter, ganz einfach. Das heißt, kurz abwarten, rübersegeln und jetzt. Münzen einsammeln, springen, uns hochtragen lassen und dann rüber. Das ist, denke ich mal, die einfachste und bequemste Art und Weise. So, wenn wir mal zur zweiten Sternmünze, die 3. Münze, die ist, ja, ich sage jetzt mal relativ einfach, vor allem hier mit der Flughörnchen-Power. Ohne wäre es etwas mühsamer, sprich, ihr müsst mehr auf euer Timing achten. Nun ja. Wenn ihr das mal erledigt, okay, voilà, nicht vergessen hier, springen ungleichzeitig ausweicht von Stalaktiten, ganz klar. Oh, Stalaktiten sind sich wirklich, nee, sind ja eigentlich eher Eissammeln, die von oben nach unten segeln, aber egal, wow, aufpassen auf den fliegenden Koopa und da oben ist sie schon, zack, können jetzt noch kurz abwarten. Abwarten, Freunde, abwarten, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Und jetzt einfach hochspringen. Wir haben es beinahe geschafft, Freunde. Beinahe. Es fehlt nicht mehr viel. Auch hier einfach gelassen bleiben, ruhig bleiben und rüber segeln. Juhu, hoch und ein weiteres Level abkassieren oder halt eben One-Up. Wie auch immer man das bezeichnen möchte. Juhu, Mario Time!
Level 4 ist geschafft. Cool, Mann. Weiter geht's mit Level 5. Unvernunft im Sumpf. Ja, wer kennt das nicht? Eine Bilderbuchlandschaft, wie im Sumpfe, wa? Ja. Gut, das hier, das Level, das ist, ich muss sagen, einerseits cool, andererseits müsst ihr auch gut darauf achten, wie ihr herumspringt. Ja, am besten einfach, ja, ihr könnt eigentlich relativ gefahrlos die ganzen Münzen einsammeln, gar kein Problem. Auch sehr wichtig hier, dass ihr die Flugkörner-Power habt, weil sonst, ja, ihr seht sie gleich noch, es könnte mitunter ein bisschen schwieriger werden. Das geht auch sonst ohne, ist gar kein Problem. Dann hier, dann da, hier müsst ihr runter, Achtung, so, müsst ihr da runter und dann kurz hoch, das war jetzt sogar der Fehler, aber spielt keine Rolle. Denn für die erste Sternmünze war das leider notwendig und ihr bekommt gleich eine weitere Flugkörner-Power. Und da ist sie schon, nein! Ja, das war ja toll. Okay, machen wir es da ohne. Geht auch, ist zwar etwas mühsam, hier darauf achten, direkt die Sternmünze zu holen. Achtung, Achtung, weil später wird es schwieriger. Gut. Jetzt hoch und einfach hier darauf achten, euch nicht von den Geiseln treffen zu lassen, aber natürlich auch ein bisschen zu balancieren. Das ist trotz allem gang und gäbe hier. Und das A und O, na, natürlich auch das E, I und Ü. Autsch. Das muss ja kommen. Gut, hier gibt es sonst nicht mehr viel. Moment mal, das stimmt nicht ganz. Da runter müsst ihr ein bisschen Anlauf nehmen, dann geht das. Und runter mit euch. Yes. Ach du Scheiße, was müsst ihr hier machen? Ja, ihr müsst hier so hin und her springen, weil sonst das Flugkörnchen-Power oder das Flugkörnchen-Mario könnte es mit der Rutschgefahr könnte schon ein bisschen heikler werden. Deshalb denke ich mal, ist das hier mit per Wandsprung hin und her ist wohl eine der angenehmsten Arten und Weise, das Level zu beenden und natürlich auch die Sternmünze einzusacken. Yeah, cool, geschafft. Ja, fast noch nicht ganz. Das eine ist zwar schon in Sicht, aber noch ein bisschen weit entfernt. Und da kommt schon der nächste. Alter, was ist das für ein Block? Wow, aufpassen, dass ihr runterrutscht. Ruhig bleiben, Freunde, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ja. War jetzt nicht ganz so elegant, aber der Sinn und Zweck davon ist ja erfüllt. Level beendet, juhu. Level 5 ist beendet, was kommt jetzt auf uns zu? Level 6, brennende Klippen. Das Level, muss ich zwar ganz ehrlich sagen, ist eines meiner Lieblingslevel hier bei New Super Mario Bros. U, weil es einerseits, ja, es sind jetzt, von Schwierigkeitsgrad her, es geht eigentlich, aber es ist nicht so schwierig, ist auch nicht so einfach. Irgendwie schon ein bisschen schade vom Timing her, aber, wow, vom Viehsatzfaktor her, sage ich jetzt mal, ist noch recht angenehm. So betrachtet, auch wenn es natürlich recht heiß ist und so, wow, Arschbrennen, Hilfe! Natürlich immer darauf achten, im richtigen Moment zu springen, natürlich auch die Panzer zu werfen, was da gerade fehlt, aber egal. Der muss aber gehen und dann kriegt noch ein Leben. Juhu! Die Feuerfrucht auch sehr angenehm. Hilft zwar nicht so viel, aber man kann es durchaus machen. Bücken. Kann Mario auch sehr gut. Nochmal bücken, springen. Bücken und... ja. Genau. Genau so. Natürlich nicht machen. So, hier ist eine versteckte Röhre. Da unbedingt rein, denn da gibt es noch... auf relativ einfache Art und Weise zweite Sternmünze zu sammeln. Ja, da ist sie bereits. Ja, kurz gucken. Ja, gut, dann da runter wieder. Rechts wieder hoch. Und natürlich nachbrennen, ganz klar. Aufpassen. Ja, zurück und... ja. Ich hoffe mal, ihr macht es ein bisschen angenehmer und ein bisschen skilliger, als ich es gerade vorgeführt habe. Toll. Einmal treffen, ich bin tot. Hier ist relativ einfach, wow, heiß, ist relativ einfach, wow, heiß, ist relativ einfach, wow, heiß, relativ schwierig, wow, heiß, wow. Okay, das hätte auch ins Auge gehen können. Oder wohl in den Arsch. Gut. Holen uns also den Pilz noch, werden zu Super Mario, juhu. Und hoch mit dir, und wow, Hilfe. Hoch und links, komm schon. So. Und jetzt noch den kurz packen und, tja. Brennen, ne, brennt natürlich nicht. Die ist natürlich feuerresistent, ganz klar. Wieso auch nicht? Die kommen natürlich auch ganz... die Koopas sind feuerresistent, weiß ich gar nicht mehr. Egal. Spielt keine Rolle. Auch hier ist eine versteckte Nische und hier drin... ja, und hier drin gibt es auch noch eine Sternmünze. Könnt ihr... ja, wenn ihr es besser macht als ich, könnt ihr das auch ohne Schaden bestehen.
Oder wohl eher überstehen. Ich habe es leider jetzt so nicht geschafft. Egal. Wir haben neue 3 Sternmünze. Kurz abwarten. Jetzt bloß ruhig bleiben. Bloß ruhig bleiben. Ein kühles Köpfchen bewahren. So. Spring, 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 spring. Jump'n'Run im neuen Stil. Ja, das macht der Mario. Verdammt, jetzt wollte ich was reimen. Das ist doof. Deshalb bin ich ja wohl auch so... doof. Doof? Hä? Egal. Wow. Das ist auch ganz schön knapp. Boah, am Arsch. Das muss gerade ziemlich heiß gewesen sein. Auf eine angenehme Art und milde Weise. Egal, da durch und... Man kann es auch oben durch noch, aber egal. Wir machen es mal auf die sichere Art und Weise. Und Level 6 ist ebenfalls beendet. Cool. Wird Zeit für Level 7. Ja. Wird immer besser. Level 7, Lucky 2, Lucky 2, Lucky 2, Scheiße 2. Alter, wird das Level gehasst, ey. Alter Schwede. So, erstmal. Warte, unbedingt einen Panzer hier, nämlich für die erste Sternmünze ist relativ einfach. Also der Anfang hier ist wirklich easy. So, habt ihr sie bereits? Gut, dann hier durch. Das geht auch alles noch. Und aber jetzt bekommt ihr einen neuen Spielgefährten. Lucky 2 ist zurück. Ja, der ist leider ein bisschen... asozial, der Penner. Weil um ehrlich zu sein, ihr braucht leider Gottes seine Hilfe. Ist leider wirklich wahr, deshalb ist hier mal kurz, braucht sehr viel Power, wenn es geht. Feuer Mario, sehr gut. Und hier in der Mitte durch. Gut. Wenn ihr wollt, hier gleich noch ein extra Level up kassieren, natürlich Leben up, Life up. So, hier gibt's das. Ganz viel versteckt. Und jetzt, den braucht ihr unbedingt. Tja. Diese Wolke, Freunde, braucht ihr unbedingt für die 3. Sternmünze. Die 2. erreicht ihr zwar auch per Fuß, aber die 3. dann nicht mehr. Und ja, ich würde behaupten, so eine Lucky 2 Wolke lieber schon früher holen als zu spät. Jetzt springen. Man soll zu spät oder bereits einen Stachelball draußen hatte, egal. Deswegen haben wir uns ja die Power geholt. Und da unten seht ihr sie da unten. Da unten ist die Penner. Wenn mal kurz, so. Abgeluchst und da unten ist sie. Was auch ein P-Schalter, aber der interessiert mich gerade nicht mehr. Ich muss hier raus, Ich will hier raus, mir scheißegal. Da bin ich. So, geht doch. Level 7 beendet. Juhu. Für noch 2 Level. Noch 2 Level. Und das Schlimmste kommt erst noch. Die Zeit ist reif für Mysterium der Morgensternfestung. Das schlimmste Level, wie ich finde. Das schlimmste Level hier bei New Super Mario Bros. U. Ich habe noch nie so ein fieses Level gesehen. Hier am Anfang geht es nur einigermaßen. Gut darauf achten, dass ihr hier müsst halt durchkommen. Oben durch geht es nicht. Da erwischen euch dann die Ketten davon. Also Ketten, ja, nee, nicht Ketten, die Stäbe, die gespickten Stäbe. Die Spike-Stäbe quasi. So, hier im Fragezeichenblock wäre bloß ein weiterer Pilz, wenn ihr noch keinen habt. Sprich, wenn ihr noch Chibi Mario wärt, wenn ihr schon Super Mario seid, dann kriegt ihr leider nichts davon. Tja, Pech gehabt. Den hier müsst ihr gut darauf achten, dass ihr da runterfällt, am besten mit dem ersten nur. Von diesen 3 gut wieder hoch, abwarten. Der erste kommt wieder, sehr schön. Anlauf nehmen hier und durchrennen, das klappt schon. Wow. Die 2. Münze, liebe Freunde, die ist, ja, da müsst ihr hoch da, per Wandsprung. Mario, Wandsprung. Mario. Geh endlich hoch da. Per Wandsprung. Ja, so. Und jetzt wird's echt fies. Guckt euch diese Scheiße an. Ich wollte da durchkommen. Tja, es geht schon. Am besten geht ihr jetzt zuerst mal auf die Mitte da. Wartet mal kurz ab. So, jetzt geht's. Jetzt auf die Mitte und dann... Nicht so, Mann, da in die Mitte halt sich bücken und dann rüberschwingen. Ja, so wird's klappen, als großer. Als kleiner geht's halt auch ohne Bücken, aber egal. So, jetzt haben wir den Stern, wir haben die Münze. Jetzt schnell weiter, denn die Sternpower flüchtet sich leider wieder. Und wir können die Sternpower noch gut gebrauchen hier. Vor allem für hierfür, danach nicht mehr. Und jetzt wieder Zeit für Super Mario Time. Jetzt noch kurz den ausschalten, jetzt hier schauen. Ne? Wie mache ich das am besten? Rüber. In der Mitte bleiben, unbedingt in der Mitte bleiben. Wow, Hilfe. Dann runter, hier geht's auch noch. Gut, bis hierhin einigermaßen kein Problem. Aber jetzt wird's langsam fies. Nein, was mache ich da? Alter.
Scheibenkleister sind da. Nein, ich muss doch darüber. Okay, abwarten. Abwarten. Also da, gut. Mit Stacheln, gut. Jetzt rüber gerade nochmal. Da unbedingt aufpassen, dass kein Stacheltyp ist, weil sonst ist das scheiße. Hier abwarten, bis er wieder bei euch ist. Und jetzt schnell rüber. Schnell! Ihr habt nicht Zeit, ihr habt nicht viel Zeit. Tja, es kommt noch übler. Und zwar die Strecke hier für die dritte Sternmünze. Echt asozial. In die Mitte schnell. Eure Bücken, falls ihr groß seid. Springen. Wieder springen rüber, drehen und schon seid ihr da. Jetzt hier am Ende, Freunde. Seid ihr so am Ende und noch aufpassen, ihr könnt hier auch durchfliegen noch. Ja, das geht. Hier könnt ihr noch runterfliegen, aber ja, ihr seht schon, ja, ist ein bisschen heikel. Aber so haben wir endlich auch Level 8 geschafft. Hey, Freunde, ich habe hier so viele Anläufe gebraucht. Ich musste irgendwie ständig das Spiel neu laden, weil ich kein Leben mehr hatte. Das war echt krass. Und damit haben wir Level 9 freigeschaltet. Level 9. Das letzte Level hier. Der letzte Level steht zur Verfügung. Hier wurde der 4. Stern verliehen. Unglaublicher wahr, Freunde. Wir haben soweit alles komplett. Es fehlt nur noch Level 9, der Superstar Boulevard. Und dann haben wir alles komplett. Das ganze Spiel zu 100% beendet. Ist das geil? Aber dafür brauchen wir jetzt mal ein bisschen Helikopter-Power. Oh ja, haben wir das auch mal gezeigt. Als Helikopter Mario. Andere kennen es natürlich auch von Super Mario 3D Land. Da ist es etwa ähnlich. Einfach mit dem Propeller. Jetzt noch nicht, wäre ein bisschen früh. Level 9 hier, muss ich noch kurz erklären, ist ein bisschen spezieller. Ja, so hochfliegen. Level 9, das ist jetzt nicht so schwierig. Es ist vor allem ein bisschen trickreich. Ihr müsst vor allem etwas überlegen und so ausprobieren. Aber sonst ist, wie ich finde, ein netter Abschluss. Nicht mehr so schwierig wie die vorangehenden Level. Von daher, ja, ein echt cooler Abschluss hier für New Super Mario Bros. Juhu! Abwarten, bis er hier durch ist. Noch ein paar Leben und natürlich Punkte beschert. Und die ganzen Koopas durchrammelt. 4, 8. Ja, jetzt leider nicht mehr weiter. Jetzt kann er wieder zurück, aber ist egal. Wir brauchen den hier unbedingt noch. Also unbedingt, naja, mehr oder weniger. Wow, wow. Ist alles egal, könnt ihr alles außen vor lassen. Hier mal, um ein paar Gegner aus dem Weg zu räumen. Ja, wieso eigentlich nicht? Den aber braucht ihr unbedingt. Denn hier oben, hier oben vor allem. Hier hinten sind die Sternmünzen 2 und 3. Und Sternmünze 2 kriegt ihr so nicht. Ihr müsst zuerst hier den P-Schalter aktivieren, der hier versteckt ist. Ist auch clever. Komm, braucht ihr noch, Kumpel. So. Jetzt schnell ab in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Jetzt werfen, dann kommt ihr eigentlich bereits durch. Verdammt, war ein bisschen zu spät, weil sonst hätte ich noch die dritte Sternmünze holen können. Verdammt. Ja, ihr seht schon, ich hab's verkackt, jetzt ein bisschen anders machen müssen. Nein, ich hab's verkackt, Was jetzt? Wuhu! Propeller Mario, komm so nicht hoch, Scheibenkleister. Und aufhören will ich hier auch nicht. Was mache ich jetzt, Vielleicht kann ich wieder zurück. Vielleicht. Mit Propeller Power. Vielleicht sogar hier rüber. Nein, leider nicht. Hier rüber kommt ihr leider nicht, Freunde. Das ist kein Exit, sage ich mal so, oder kein Durchgang. However, es ist einfach kein Durchkommen möglich. Deshalb wieder zurückgehen. Juhu. Und das war Fehl. Scheiße, nochmal eingebraucht. Nein. Ja. Unbedingt darauf achten, dass er auch nicht treffen lässt. Mann, oh Mann. So kann ich vielleicht werfen und stoppen wieder. Nein. Mann. Das war gerade voll Fehl. Okay, bringt nichts mehr, Freunde. Ich hab's verkackt. Wir müssen das Ganze nochmal machen. Toll, ich freue mich. Boom, ich komme so auch nicht hoch. Nee, keine Chance. Also dann Freitod. Aber garantiert das letzte Mal, Leute. Jetzt wird's Zeit für Flughörnchen-Power. Oh yes, Mann. Die Flughörnchenkräfte. Die speziellen Kräfte hier bei New Super Mario Bros. U, die uns jetzt auch zum Sieg führen werden. So, ersten Wins war klar. Ein bisschen den Weg frei machen. Sehr schön, sehr schön. Ja, das war jetzt zwar cool, aber braucht gar nicht mehr. Tschüss, Mann.
Ja gut, so geht es natürlich auch, wollte zwar werfen, egal. Ganz entspannt durchgehen. Ja, sie feiern alle, denn wir haben das Spiel bald durch. Und dann seid ihr mich endlich los, den schlechtesten New Super Mario Bros. Spieler der Welt. Naja, vielleicht nicht gerade der Welt, aber garantiert der mieseste Let's Player auf der Welt. Boom, boom. Ja, war schön, was jetzt? Ja, jetzt können wir mit Flugkannon Power natürlich wieder zurück. Flugkannon Power zurückkehren. Etwas Anlauf nehmen und rübergleiten. Neuen Cooper holen. Ja, ist zwar gar nicht so skillig, aber es funktioniert, Freunde. Das ist doch die Hauptsache. So, P-Schalt aktivieren. Gut. Und jetzt. Jetzt müsste es klappen. Holen uns die Sternmünzen noch. Sehr schön. So. Sternmünze Nummer 2 ist jetzt unser. Was aber mit der dritten Münze? Die dritte Münze können wir uns auch holen, aber auch dazu brauchen wir einen Cooper-Panzer. Es soll zwar möglich sein, mit einem einzigen Cooper-Panzer, wenn das Timing stimmt, sowohl die zweite als auch den Weg zur dritten Münze freizuschalten, aber ja, ich habe es nicht geschafft, vielleicht schafft ihr es ja, deswegen, hallo? Kann ich es euch jetzt hier nicht zeigen? Mann! Ja, was? Also den Weg frei machen hier, komm, wir müssen hier durch. So, alles gut hier oder was? Kann ich auch noch platt machen, aber auch nicht hier. Okay. Muss so gehen, gut, wieder zurückkehren. Und den Cooper-Panzer holen. Ja. Und den Cooper-Panzer holen. Juhu, ich segle wie ein Adler. Naja. Jetzt wären wir ein besoffener Adler, aber egal. Nicht da hoch, Mario, sondern da runter. Sehr schön. Springen und wir müssen den äußeren Block da aktivieren. Und zack, und da kommt eine Ranke nach oben. Und somit, liebe Freunde, die letzte Sternmünze in diesem Let's Play, in diesem Spiel, in New Super Mario Bros. Juhu! Wir haben es geschafft. Das Spiel ist zu 100% durch. Und bevor jetzt noch die Frage kommt, nein, ich werde New Super Luigi U, den DLC, das ja, vollständig innovative neue Spiel von Nintendo, was im Prinzip genau auf diesem Spiel hier beruht, werde ich nicht Let's Playen, ich werde es auch nicht zocken, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt genug von der New Super Mario Bros. Serie. Für eine Weile zumindest. Ah, alles durch, alles 100%. Machen wir nicht froh. Ja, Freunde, das war's hier mit New Super Mario Bros. U mit der 14. und letzten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, Mario soweit beendet. Jetzt geht es natürlich noch weiter mit dem Let's Play Together mit Kai. Sprich, halt bei Super Mario Galaxy 2 geht es dann da weiter. Ach, schön, alles komplett hier. Und dann das nächste Mario-Spiel wird dann wohl Super Mario Sunshine sein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.